man soll sich nicht irgendwo in negativen Gefühlen, in Stress hier bewegen, sondern hier ist Friede, hier ist Ruhe, hier ist langsam. Havariere! Servus! Schön, dass du wieder dabei bist heute. Ich bin der Thomas von der Licht- und Schattenmanufaktur und heute nehme ich euch mit zu ein paar Kultplätzen und Kraftorte. Ich bin hier in der Nähe von Turmansbang bei Enschenreuth und hier in der Nähe sind 3 mehr oder weniger bekannte Kultorte und Kraftorte. Das eine wäre der Wackelstein bei Turmansbang. Den kennt irgendwie jeder. Ja, das ist ein beliebtes Ausflugsziel hier in der Region. Dann gibt es noch das Steinerne Kirchlein. Das gucken wir uns heute auch an. Das ist auch nicht mehr ganz so bekannt. Und was aber eigentlich keiner kennt, und was ihr heute wahrscheinlich exklusiv zu sehen bekommt, ist der Raumschifffelsen. Ja, der ist auch ein bisschen abseits im Wald drin, mit einer schönen Lagerfeuerstätte, wo vielleicht irgendwie der eine oder andere Jugendliche mal gerne im Sommer seine Abende verbringt, hier ein Lagerfeuer macht. Und ein sehr faszinierender Platz. Und wenn dich das interessiert, was hier für Kraftorte sind und wie die ausschauen, dann komm mit, bleib dran, auf geht's! So, bin ein bisschen aus der Puste, ein bisschen schnell gelaufen, weil die Sonne verschwindet schon und ich habe noch so viel vor heute, aber man sieht schon, da ist er, der Wackelstein, den gucken wir uns jetzt mal an, da gehen wir jetzt mal hoch und dann zeige ich euch mal hier, ob man den wackeln kann oder nicht. Auf geht's!
Also ihr seht den Brocken da hinten. Das ist mal ein, ja, den nenne ich mal einen Wackelstein. Ha? Hier, Wahnsinn. Ich habe es gerade ein bisschen probiert. Von hinten, von vorne. Ich wüsste jetzt nicht, wie man den wackeln sollte. Beziehungsweise kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der wirklich irgendwo gewackelt werden kann. Da hinten gibt es noch einen kleineren. Den habe ich selber noch nicht probiert. Vielleicht kann man ja den wackeln. Aber den müsste ich erstmal wissen, wo man da angreift und in welche Richtung man da kippen muss. Und auf den ersten Blick schwierig. Aber wieder richtig geil. Heute ist keiner da. Es ist Samstag, Nachmittag. Das schönste Wetter. Also man sieht es hier, ich bin sehr luftig angezogen. Es ist frühlingshaft, schon fast sommerhaft. Und im Wald einfach traumhaft. Von dem her, ja, würde ich mal sagen, wieder ein Sechser im Lotto. Weil normalerweise hat man das Problem, dass hier ständig irgendwelche Leute rumkraxeln. Auch versuchen, den zu wackeln. Und dementsprechend alles immer schwierig ist, hier den Augenblick, die Natur einzufangen, ohne dass man dann ständig irgendwelche Leute rausretuschieren muss. Richtig geil. So, der ist jetzt ein bisschen kleiner. Wobei ein bisschen kleiner auch relativ ist. Der ist trotzdem hier noch ziemlich groß. Ist auch hier irgendwie, ja, zur Hälfte abgebrochen. Ja, aber ich sehe es gerade, den kann man auch nicht mehr wackeln. Also der ist wirklich fest. Der ist wirklich fest hier verankert. Der liegt auf. Keine Chance. Toll. Also, der weitere Wackelstein hier, der anfangs ein bisschen kleiner ausgeschaut hat, entpuppt sich auch als unwackelbar. Zumindest für mich. Es mag schon Leute geben, weil ich vorher auch welche getroffen habe, die gesagt haben, sie konnten den Wackelstein wackeln. Glaube ich natürlich. Wieso nicht, wenn man weiß wie und wenn man sich genügend anstrengt, kann es schon sein, dass man auch die wackeln kann. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht geschafft. Ihr habt es gesehen, ich habe mich jetzt auch nicht irgendwie körperlich großartig verausgabt, weil ich habe nämlich noch ein bisschen was anderes vor heute. Und genau, da nehme ich euch jetzt mit zum Raumschifffelsen. Auf geht's!
oben ist der Raumschifffelsen und den gucken wir uns jetzt mal an. Die Sonne hält noch ein bisschen aus. Das heißt, wir könnten heute Glück haben und die ganze Tour erfolgreich beenden. Aber nicht zu lange quatschen, sondern jetzt geht's los und gucken wir uns das mal an. Und da hinten zeige ich euch, wie geil der ausschaut. Also, auf geht's! So, mein Fehler. War er doch nicht. Also irgendwo hier muss er sein. Ganz so einfach zu entdecken ist er halt nicht, weil sonst würden ihn mehr Leute kennen. Aber ich war ja schon mal hier und von dem her weiß ich ungefähr, wo ich mich bewegen muss. Also schauen wir weiter. Drehen wir den nächsten Stein um, oder? Alle, auf geht's! So Leute, da vorne ist er, der UFO-Felsen bzw. der Raumschiff-Felsen. Ich bin jetzt dann, glaube ich, bestimmt gefühlt 2 Stunden hier rumgelaufen, habe den gesucht. Ich war mir so sicher, wo der ist. War mir so sicher, dass ich genau da hingehen muss und dann ist er da. Und dann war er eben nicht da. Dann habe ich gesucht und zwar an einer total verkehrten Stelle, wie einem doch die Erinnerung manchmal einen Streich spielen kann. Schaut euch das mal an. Aber die Suche war nicht umsonst. Der Anblick, der entschädigt mich jetzt. Seht ihr das? Richtig, richtig geil. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ja, wir müssen uns sputen, damit wir auch die steinerne Kirchlein erwischen halt. Und ich würde sagen, dann machen wir Schluss bis morgen. Und morgen gibt es auch noch eine Tour hier. Aber jetzt bin ich schon glücklich, dass wir hier den Felsen gefunden haben. Man sieht auch, dass hier die Leute schon ein bisschen vorgesorgt haben mit Brennholz. Hier ist irgendwie eine Lagerstelle, wo man gerne mal Lagerfeuer macht. Man sieht auch typischerweise hier wieder die Graffitis. Dass sich die Leute da hier verewigen, Brotzeit machen. Irgendwas steht da drauf, kann es aber nicht lesen.
mitnehmen, Brotzeit, irgendein Datum und wahrscheinlich Initialen von denen, die da hier Brotzeit gemacht haben. Aber schaut euch das mal an. Das ist so ein richtiger Unterschlupf. Ein richtiger Unterschlupf, wo man total toll hier übernachten kann. Hier würde sich zum Beispiel auch mal ein Overnighter anbieten. So, ich mache mal hier die Kamera da hinten hin. Jetzt gehen wir noch schnell weiter zum Steinerne Kirchlein und da machen wir Pause für heute und morgen geht es weiter. Es ist so viel zu erkunden hier. Also wie gesagt, ich bin jetzt bestimmt 2 Stunden rumgelaufen, hier an einer komplett falschen Stelle. Habe den hier gesucht, den Eumel hier, und habe Dutzende weitere geile Finden. Jetzt war auch noch der Akku leer. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich alles noch gesagt habe. Ich bin total außer Atem. Zum Trinken habe ich auch nichts dabei, weil ich mir total sicher war. Hier dahin, dahin, dahin und wieder zurück. Ja, da brauche ich nichts. Aber jetzt wäre es geil, wenn ich hier noch meine Buschbox dabei hätte und mir einen leckeren Kaffee kochen könnte. Aber vielleicht das nächste Mal. Auf alle Fälle gehen wir jetzt noch zu dem Steinernen Kirchlein und dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück, weil es schon finster wird. Und genau, wie gesagt, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen wird auch wieder alles hier erkundet, Fotos gemacht. Mit der Insta360 bin ich da morgens unterwegs. Und ja, es wird bestimmt wieder richtig geil. Also auf geht's zum letzten Kraftort und Kultort und eigentlich vielleicht sogar den geilsten. Auf geht's. Und da vorne ist auch schon. Da vorne habe ich schon entdeckt. Aber mal gucken. Da oben ist der Eingang. So. Aha, was steht da?
steinerne Kirchlein. Und da geht's rein. Da geht's rein. Ja Leute, wir sind jetzt heute schon am Ende angelangt. Es ist schon ziemlich spät. Ich muss hier auch wieder den ganzen Weg zurück nach oben. Wahrscheinlich wird es schon ein bisschen finster werden, wenn ich am Auto bin. Nichtsdestotrotz war das heute ein richtig geiler Ausflug, auch wenn ich jetzt in 2 Stunden total planlos im Wald rumgelaufen bin. Ich habe es doch noch gefunden. Und auch hier das steinerne Kirchlein, immer wieder ein Erlebnis, besonders wenn man dann hier alleine ist. Es ist normalerweise ja, schon sehr beliebt von den Wanderern und von den Urlaubern, die hier im Bayerischen Wald Urlaub machen. Von dem her immer wieder schön, wenn man dann doch mal für sich alleine die Ruhe hat, den Frieden fühlen kann und genießen kann und die Energie aufsaugen kann. Das sind ja alles Kraftorte, Kultorte. Man soll sich nicht irgendwo in negativen Gefühlen, in Stress hier bewegen, sondern hier ist Friede, hier ist Ruhe, hier ist langsam. Von dem her nutzt die Gelegenheit, wenn ihr wo seid, macht hier Pause, Brotzeit, genießt einfach die Energie, die Stille und nehmt was mit nach Hause. Und das steinerne Kirchlein ist natürlich hier so, wie die Anordnung ist. Ihr werdet es nachher noch bei den Fotos sehen. Irgendwie doch sehr merkwürdig. Ob künstlich entstanden oder durch Zufall so gerade aufeinander gefallen nach der Eiszeit oder dann vielleicht doch irgendwie aus einer Megalithkultur stammend und dementsprechend dann angeordnet. Wer weiß. Spielt eigentlich auch nicht wirklich die große Rolle. Wichtig ist ein Ort des Friedens. Und wie man auch schon an den ganzen Kreuzen, Statuen, Engel, Amulette, Rosenkranz, Muscheln, Herze, wenn man sieht, dass die Leute hier was niederlegen, Wünsche haben, an wen auch immer und hoffen, dass diese in Erfüllung gehen, ja, dass geholfen wird. Gerade in dieser schweren Zeit, ja, wir leben ja in einer Zeit des Umbruchs und umso mehr, umso wichtiger ist es, Rückzugsorte zu haben, wo man einfach wieder Frieden findet, zu sich selber findet. Geht's raus in die Natur und nehmt die Energie mit für den ganz alltäglichen Wahnsinn. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. So. Hier laufen gerade Kinder rum. Hört ihr das? Hier laufen gerade Kinder rum. Ein Kinderparadies zum Spielen, zum Rumtollen.
Ja, bin mal gespannt, ob die auch hierher kommen. Hört sich nicht so an. So, zweiter Tag heute. Gestern habe ich ja ewig hier diesen Stein gesucht. Den UFO-Felsen oder den Raumschiff-Felsen. Ich war hier vor 2 Jahren schon mal. Dachte, ich weiß haargenau, wo ich hingehen muss. Ja. Denkste, habe mich gestern in einem Waldstück total verrannt, war komplett woanders unterwegs und habe echt, glaube ich, 2 Stunden lang gesucht. Habe dann abgebrochen und wie ich dann runter wollte zum Steinernen Kirchlein, bin ich hier vorbeigekommen. Dann habe ich mich wieder daran erinnert und habe den dann wieder gefunden. Ja, 2 Stunden mehr oder weniger vergeudet gestern. Wobei es eigentlich ein richtig geiles, ja, Fitness-Workout war. Im Wald rumlaufen, querfeldein, hoch, runter, links, rechts, über Stock und Stein. Macht Spaß, war anstrengend. Ich habe gestern nichts zum Trinken dabei gehabt und dementsprechend habe ich mich heute ein bisschen besser vorbereitet. Und bevor ich zu meinem Fazit komme, machen wir uns erstmal einen Kaffee. Oh, herrlich. 2-mal Kaffee, 2-mal Zucker, 1-mal Milch. Wenn ich unterwegs bin in der Natur und habe noch, ja, 2 anstrengenden Tagen in der Natur so einen Kaffee, das ist wie ein Sechser im Lotto. Geil. Richtig geil. Der macht eine jede Strapaze, egal welche Art, vergessen. Ja. Geheimtipp, wenn ihr unterwegs seid, nehmt euch irgendwie, ja, einen Campingkocher mit oder eine Buschbox oder wie auch immer. Buschbox ist immer ein bisschen problematisch, weil offenes Feuer und Waldbrandgefahr. Thematik kennen wir ja, wird ja immer ein bisschen trockener bei uns, aber Campingkocher, hier irgendwo schön einen Platz suchen und dann einfach Pause machen, ja, ein bisschen Brotzeit machen. Genau, göttlich. So, Fazit. Wo fange ich denn an? Gestern super, vom Wetter her top, richtiges, ja, Frühlingswetter, schon fast sommerlich. Perfekt hier im Wald, weil es einfach ja, klimatisch nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu windig. Der Wald ist einfach super. Ja. Heute ein bisschen durchwachsen. Es hat teilweise schon, ja, geregnet, nicht bloß ein bisschen getröpfelt, sondern schon ordentlich. Bin teilweise schon richtig nass geworden. Und was ich mir definitiv kaufen werde, ist hier ein kleiner Regenschirm für meine Kamera oben drauf, damit mir nicht ständig irgendwie das Objektiv da vollgetröpfelt wird und ich dann ständig nur am Putzen bin. Heute habe ich hier mit der Mütze ein bisschen abgeschirmt, aber es gibt ja so kleine
Umschnall, Regenschirme fürs Objektiv und sowas werde ich mir definitiv holen. Tipp für euch, ja, kann man immer gebrauchen, gerade wenn man jetzt hier unterwegs ist und so ein Mischwetter hat. So, auf alle Fälle habe ich heute auch wieder schöne Fotos gemacht. Gestern habe ich schön gefilmt und ich denke mal, da ist schon wieder ein bisschen was dabei gewesen für euch. Für mich war es richtig cool, schönes, tolles Wochenende und ich werde jetzt dann hier meine Outdoor-Saison einläuten. Das war jetzt dann hier wieder mal so ein Initial-Startschuss, ja, wo ich jetzt dann richtig wieder angefixt bin nach diesem öden, nebligen, trüben Winterwetter, was wir jetzt in den letzten Monate gehabt haben, bin ich jetzt dann wieder hier voller Tatendrang und bei mir ist nicht nur wie bei den Sandbienen das letzte Mal die Frühlingsgefühle hier ausgebrochen, sondern ich finde es richtig geil. Hoffe ihr auch, hoffe ihr seid bis zum Schluss dabei geblieben. Ich wünsche euch noch natürlich wieder alles Gute und viel Spaß und zum Schluss noch ein kleiner Gruß an die 2 Wanderinnen, die ich gestern getroffen habe. Herzliche Grüße nach Deckendorf, hat mich gefreut und für alle anderen, ihr wisst's, liken, kommentieren und abonnieren. Aber die Ehre. Servus.